Grüß Gott miteinander. Zuerst einmal herzlichen Dank für die sehr nette Einführung. Ich wollte vorausschicken, dass ich jetzt hier rein sachlich informieren will. Ich will keine Politik machen, obwohl ich logischerweise Politiker bin, aber das ist heute nicht mein Gebiet. Ich möchte einfach informieren. Und hinterher bei der Diskussion, da kann es ruhig drüber und drunter gehen, das ist kein Problem. Da können Sie auch sehr gerne natürlich politische Fragen stellen, soweit ich sie beantworten kann. Gut, zuerst einmal, wovon sprechen wir? Ich möchte den Vortrag etwas breiter fassen, weil es nicht nur speziell um die GSM- und LTE-Antennen geht, die hier errichtet werden. Wir haben ähnliche Erscheinungen, Beeinträchtigungen bei sehr vielen Funkstrahlen. Und deswegen möchte ich einfach so die wichtigsten aufführen. Das ist der Mobilfunk. Na, jetzt, wenn ich rumgehe, hört man mich am Mikrofon nicht mehr. Das sind die Schnurlostelefone. Bitte hier Vorsicht zu Hause. Sie holen sich da Ihren Sender direkt in die Wohnung. Was man tun kann, davon will ich nachher sprechen. Von WLAN, der drahtlosen Verbindung zwischen Telefonsteckdose und Rechner. Dann Bluetooth, das sind die Kurzverbindungen, Funkmäuse, Funktastaturen und sowas. Der Behördenfunk Tetra, nicht zu vergessen. Und dann alle Sorten von Datenübertragung mit WiMAX, also was praktisch so viel ist wie deckt. LTE, Smart Meter an den Heizungen, kennen Sie vielleicht, und so weiter. Das meiste oder praktisch alles, was ich heute erzähle, gilt für alle von denen. Mit einer Ausnahme, an einer Stelle geht es um getaktete Frequenzen und da weise ich dann extra darauf hin. Das ist nicht bei allen dieser Dinge der Fall, sondern zum Beispiel bei DECT und bei dem älteren Mobilfunk, nicht bei den Smartphones. Gut, wenn irgendwo eine Funkanlage entsteht, sei es, Sie nehmen ein Decktelefon zu Hause oder es wird eine Antenne errichtet, dann passiert zunächst einmal gar nichts. Es wird nach einigen Wochen einige wenige Leute geben, die Beschwerden haben, und zwar unspezifische. Das sind zum Beispiel Schlafstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Nasenbluten und so weiter, die ganze Liste, die hier steht. Da sagen die Leute, ja, ist überhaupt kein Problem, die sehen den Funkmasten und dann regen sie sich auf und dann können sie nicht mehr schlafen und weil sie nicht mehr schlafen können, konzentrieren sie sich nicht mehr, haben Kopfweh und so weiter. Mit solchen Dingen wird das von der offiziellen Seite, von den Behörden und von den Funkbetreibern abgetan. Das ist leider nicht der Fall. Aber bevor ich das sage, muss ich einfach eine Studie des Bundesamts für Strahlenschutz zitieren. Die sagt, in Deutschland leben 25.000 Menschen praktisch auf der Flucht vor Funkstrahlung. Etliche leben im Keller ihres Hauses, weil das besser abgeschirmt ist. Etliche, die ich persönlich kenne, mussten ihr Haus verlassen. Ja, es gibt zum Beispiel einen guter Freund von mir, der selber Funktechniker ist, der also selber mit dieser Technik sein Geld verdient hat. Der lebt inzwischen in einer Höhle im Schwarzwald. Und ich weiß von 2 Selbstmorden. Deswegen, weil es die Leute nicht mehr ausgehalten haben. Von einem, das war erschütternd, da haben wir noch die letzten Telefongespräche mitgekriegt, der hatte solche Schmerzen, dass es einfach nicht mehr ging. Also wir sollten das nicht kleinreden, obwohl die ersten Beschwerden sehr unspezifisch sind. Ich betone die ersten Beschwerden. Und es sind doch relativ viele Leute betroffen. Letzten Endes nach längerer Bestrahlung sind es einige Prozent der Bevölkerung, die hier massive Probleme haben. Nicht so viel, wie es hier das Bundesamt angibt, dass die dann gleich ausziehen müssen oder sonst was, aber die massive Probleme haben. Also es handelt sich nicht um ein Phänomen, was irgendein paar wenige Spinner haben, sondern wirklich, man kann es fast als Volkskrankheit bezeichnen. Gut, gehen wir auf das Argument ein, was die Funkbetreiber und auch die Behörden sagen.
die sehen den Masten, regen sich auf, können nicht mehr schlafen und so weiter. Ich glaube, wenn man Tiere anschaut, die kriegen keine psychischen Probleme, wenn sie einen Funkmasten sehen. Das hier ist ein Bild aus einem Hof in Oberbayern. Sie sehen, die Kühe stecken ihren Kopf, ich versuche es mit der Maus, weil ich da nicht weg kann. Sie sehen, sie drücken den Kopf in die weiche Seite der Nachbarin rein, einfach um den Druck loszuwerden. Auf diesem Hof gab es dann wirkliche dramatische finanzielle Einbußen, weil die Milchleistung der Kühe zurückgegangen ist. Die Kühe haben missgebildete Kälber zur Welt gebracht. Der Bauer hat dann seine ganzen Kühe 50 Kilometer weggebracht zu einem Freund, der gerade einen Stall frei hatte. Wie die Kühe dort waren, haben sie sich prächtig erholt, wieder normale Milchleistung. Er hat die Kühe zurückgenommen und es war wieder das Gleiche. Kurze Zeit darauf ist die erste Kuh verändert. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind irgendwelche Fütterungsprobleme oder irgendwelche Viren oder weiß der Teufel was. Der Fall ist nur sehr genau untersucht. Zunächst einmal vom Amtstierarzt, der zuerst der Haustierarzt ist klar. Dann der Amtstierarzt, der ganz klar gesagt hat, alle anderen Ursachen sind auszuschließen, außer der Funkstrahlung, es ist alles untersucht worden. Und dann kam noch ein Professor, Veterinärmediziner von der Uni Hannover dazu, der eine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben wollte, mit diesen Befunden. Und dann kam das Bayerische Staatsministerium der Landwirtschaft und hat gesagt, nein, nein, keine wissenschaftliche Veröffentlichung, denn die Daten hat der Amtstierarzt erhoben, die gehören dem bayerischen Staat und die darf der Wissenschaftler nicht verwenden. So geht es bei uns zu. Gut, aber selbst wenn Sie den Kühen zusprechen, dass sie psychische Probleme haben, wenn Sie einen Masten sehen, ich glaube, Bäume haben keine psychischen Probleme. Dieses Bild ist hier aufgenommen in einem Frühstadium. Also die Bäume sind immer nach 1-2 Jahren so, dass sie die ersten Schäden zeigen. Bei diesem Bild sehen Sie, das ist aufgenommen, nachdem der Baum ein paar Jahre bestrahlt war. Und die Strahlung frisst sich beim Baum Stück für Stück weiter. Das bedeutet, am Anfang werden diese Außenzonen geschädigt, dann, wenn die Blätter weg sind und die Funkstrahlen weiter vorwärts schreiten können, geht es weiter rein. Im Jahr drauf ist mehr weg und so weiter. Es gibt nicht nur diesen Fall, sondern eine ganze CD von solchen Bäumen, die entsprechende Schäden aufweisen. Ich zeige Ihnen noch ein zweites Bild aus Dresden. Da sehen Sie hier oben die Antenne und die Teile der Bäume, die direkt im Strahlenbereich liegen, sind entlaubt. Das hier ist abgeschattet durch das Dach. Da ist der Baum wesentlich besser dran. Sie sehen also, rein von der Beobachtung her muss man sagen, das kann nicht nur psychisch sein. Jetzt haben wir durch einen Glücksfall sind wir an die Daten drangekommen, die Blut- und Urinwerte von Leuten untersucht, unmittelbar vor Aufstellung eines Senders und dann im Halbjahresrhythmus weiter, jeweils Blut und Urin von 60 Freiwilligen, 1,5 Jahre lang, sodass wir 4 Messpunkte haben, einen vorher und dann jeweils ein halbes Jahr nachher. Ich zeige Ihnen bloß 2 Stoffe. Das eine ist Dopamin. Dopamin ist ganz wesentlich für die Beweglichkeit. Bei Parkinson hat man Dopaminmangel. Schauen Sie die durchgezogene Kurve an, das sind alle, fällt sehr stark ab, erholt sich, aber kommt nicht auf den alten Wert zurück. Und diese Kurve hier sind die am stärksten bestrahlten. Sie sehen, da ist der Effekt stärker. Aber letzten Endes bleibt es auf dem gleichen Niveau wie die Schwächeren. Das heißt, die Erholung kann man nicht so nehmen, dass man sagt, danach ist alles vorbei. Noch deutlicher ist es bei einem Stoff mit dem etwas schwierigen Namen Phenylethylamin, sagen Sie es noch, und man kürzt es ab mit PEA. Das ist ein Stoff, der sehr wichtig ist für die psychische Steuerung auch des Menschen.
Schlafstörungen, Kopfweh, Konzentrationsstörungen, Schwindel und schließlich auch ADS und ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom heißt ADS. Dafür ist dieser Stoff, also um das zu verhindern, ist er da. Und Sie sehen, was passiert, durchgezogene Kurve wieder alle Probanden. Im ersten halben Jahr kein wichtiger Effekt, aber dann geht es rapid runter. Nur bei den am stärksten Bestrahlten ist der Effekt schon im ersten halben Jahr da. Diese Kurve, genau die, hat übrigens den Europarat überzeugt, da Stellung zu nehmen und aktiv zu werden. Ich komme nachher noch darauf zurück. Gut, jetzt nochmal ganz wichtig. Diese Kurve, die am stärksten belastete, das waren 100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Die Zahl sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber wichtig ist, dass das bezogen auf das ES-Netz und auf UMTS weniger als ein Hunderttausendstel des Grenzwerts ist. Bitte beachten Sie, die Behörden sagen immer, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja bloß ein paar Prozent vom Grenzwert. Hier ab dem Hunderttausendstel ist dieser Effekt da. Das muss man doch wissen. Was sind die Folgen nochmal vom abgesenkten PEA-Spiegel? Das ist bei einem Großteil der ADS- und ADHS-Patienten der Fall. Bei Depressionen findet man das. Dann ganz deutlich, wenn man so ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Patienten hat und sie kommen manchmal in eine manische Phase, wo so wirklich Phasen anfangen, dann geht der PEA-Spiegel wieder hoch. Das heißt also, hier haben wir eine sehr gute Korrelation zwischen PEA und diesen psychischen Effekten und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, wenn der einfach so absagt. Für die Therapie von ADS und ADHS verwendet man einen Stoff, Handelsname Ritalin, der mit PEA-Struktur verwandt ist. Denn PEA selber kann man nicht als Medikament geben. Das wird so vom Körper zerstört, bevor es wirksam wird. Aber als Ersatzstoff hat man mit derselben oder mit einer ähnlichen Struktur Ritalin als Medikament. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn Sie durch diese Funkstrahlen die natürliche Produktion von PEA stoppen oder stark absenken. Ja gut, da muss man es künstlich zugeben. Und in der Aufbauzeit des Mobilfunks bei uns, so etwa zwischen 1990, 1992, sagen wir, bis 2004, haben sich die Verordnungskosten für Ritalin ver86. Das hat natürlich auch volkswirtschaftliche Konsequenzen. Jetzt nochmal, um es klar zu sagen, ich behaupte nicht, dass dieser Riesenanstieg nur durch die Funkbelastung kommt. Nein, da sind viele andere Ursachen da. Es geht ja vor allem auch um unsere Kinder, Änderung der Lebensgewohnheiten, andere Dinge, die unsere Jugend leider negativ beeinflussen. Also es ist nicht nur die Funkbelastung. Aber es ist doch auffällig, dass in dieser Zeit genau das passiert ist. Und damit Sie nicht nur auf die Daten der deutschen Pharmaindustrie vertrauen, hier eine Datei von einer Schweizer Firmenzusammenschluss. Das hier zeigt die Häufigkeit von Erkrankungen in der Schweiz. Der Mobilfunk ist dort zwischen 1998 und 2002 aufgebaut worden. Und da sehen Sie, nehmen wir die rote Kurve, psychische Krankheiten. Hier innerhalb der Schwankungen und dann ein steiler Anstieg. Bei den Nervenerkrankungen die blaue Kurve, auch hier zuerst normale Schwankungen und in diesem Bereich ein steiler Anstieg. Die leicht grüne Kurve hier sind Stoffwechselerkrankungen, hier ist es ähnlich. Also, was ich sagen will, auch hier sicher nicht nur der Mobilfunk, aber mit Sicherheit auch der Mobilfunk. Das schließt man vor allem daraus, dass der zeitliche Zusammenhang so genau stimmt. Und wichtig ist, dass es nicht Einzelprobleme sind, so schlimm die einzelnen Probleme sind.
es hat bereits Ausmaße genommen, die volkswirtschaftlich wichtig sind. Jetzt möchte ich einfach ein paar solcher Auswirkungen genauer anschauen, wobei ich sagen muss, ich selber habe 4 Kinder und 6 Enkel. Mich interessieren mehr die Dinge, die sich auf junge Leute beziehen und vor allem auch auf die nächsten Generationen. Das heißt also, von den vielen Wirkungen, die man hier beschreiben könnte, suche ich mir ganz gezielt ein paar wenige in dieser Richtung raus. Und wichtig ist mir einfach, dass wir schauen, was kann unserer Jugend und der nächsten Generationen am meisten schaden. Nehmen wir die Wirkung auf die Nerven. Da gibt es eine uralte Arbeit von Professor Semm, der hat ursprünglich für die Deutsche Telekom gearbeitet und dann nach der Veröffentlichung dieser Daten, die ich gleich zeigen werde, ist er gefeuert worden. Der ist jetzt in den USA. Und das Erste, was er eben gemacht hat, und davon berichte ich jetzt, war Zebrafinken bestrahlt. Da unten sehen Sie so ein Tier, die sind eigentlich sehr hübsch. Die hat er mit einem 20.000stel der Maximalleistung eines Handys bezogen auf den SAR-Wert bestrahlt. Ein 20.000stel. Und dann war der Effekt, dass 60% der Nerven dieser Zebrafinken falsch reagiert haben. Das heißt mit einer großen Zeitverzögerung. Wenn sowas ein Tier in der Natur passiert, reagiert es einfach nicht mehr schneller genug auf äußere Einflüsse. Was das für ein Tier, für ein freilebendes Tier bedeutet, können Sie sich vorstellen. Und dieser Effekt war nicht vorbei, wenn die Funkstrahlung ausgeschaltet worden ist, sondern hat noch ein bisschen gedauert danach. Wichtig ist mir folgende Bemerkung. Alle Nerven von diesen Zebrafinken haben normal reagiert, wenn die Strahlung nicht gepulst war. Und das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, was das bedeutet. Eine Welle, eine Funkwelle, hat so viele Informationsmöglichkeiten, dass es verschenkte Technik wäre, wenn man für jedes einzelne Handygespräch eine eigene Welle zur Verfügung stellen würde. So viele Plätze in unserer Wellenlandschaft haben wir gar nicht. Also packt man mehrere auf eine Welle drauf. Da gibt es verschiedene Methoden und bei unserem alten Handyfunk, alt heißt bei mir D-Netz, E-Netz und ein Teil vom USTM-Netz. Dies funktioniert so, dass Sie diese Welle zeitlich in einen Bereich einteilen. Der Bereich ist ein 270 pro Sekunde, brauchen Sie nicht wissen. Und dieser Bereich wird jeweils 8 Handys zugesprochen. Das heißt, eine Zeit lang passiert nichts, dann kommt das Handy dran, kommt ein großer Puls und dann wieder 7, 8 der Zeit nichts, dann der nächste Puls. So funktionieren diese D- und E-Netze. Das ist gepulst, weil eben jedes Handy nur ein Achtel der Zeit überhaupt was abkriegt. Und beim Sender ist es so, dass je nachdem, wie die einzelnen Handys eingestellt sind, dann die Pulse etwas häufiger sind. Gut, die deutschen Grenzwerte beziehen sich nur auf die Durchschnittsleistung. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn so ein Kanal läuft, dann 7 Achtel der Zeit nichts, großer Puls, dann wieder 7 Achtel der Zeit nichts. Die Durchschnittsleistung ist natürlich dann ein Achtel nur. Aber die Wirkung auf den Körper ist was ganz anderes. Und das kann man mit einem drastischen Vergleich sehen. Was ist Ihnen lieber, wenn Sie Ihr Partner, Ihre Partnerin eine Viertelstunde lang lieb streitet oder wenn es Ihnen 2 kräftige Watschen gibt? Die Durchschnittsleistung ist die gleiche. Und, ja, aber so arbeitet eben unsere Behörden und die Politik. Gut, jetzt schauen wir uns die Taktung noch ein bisschen genauer an. GSM ist einfach ein Wort für den alten Funk von Handys, also D- und E-Netz. Da haben wir mehrere solche Taktungen. Bei 8 Hertz, also 8 Hertz heißt 8 Mal in der Sekunde, dann 217 Mal in der Sekunde, das war das, was ich vorher erzählt habe, dann noch 2,33 Mal und 2,08 Mal. Besonders kritisch ist hier die Taktung 8 Mal in der Sekunde, denn das stimmt mit Wellen im Gehirn zu lernen. Das heißt also, hier haben wir eine direkte Beeinflussung des Gehirns.
Und gerade diese 8 Mal in der Sekunde fühlen die Leute oft, also die, deren Immunsystem entsprechend geschädigt ist, wirklich wie Schläge auf den Kopf 8 Mal in der Sekunde. Und so, wenn Sie das wissen und anschauen, dann verstehen Sie vielleicht, dass es viele Leute gibt, die es einfach nicht mehr aushalten, diese Sache. Dann bei Tetra, das ist der Behördenfunk, da haben wir 17,65 Mal in der Sekunde und andere. Die 70 Mal in der Sekunde, das ist nicht so kritisch und die rund 1 Mal in der Sekunde ist nicht ganz so kritisch. Aber diese 17 Mal in der Sekunde stimmen auch wieder mit Wellen im Gehirn überein. Also bitte beachten Sie, diese Taktung ist etwas, worunter viele Leute besonders leiden. Dasselbe haben wir auch bei den Schnurlostelefonen zu Hause. Dann heißt es immer bei den offiziellen Schriften von den Behörden, von den Funkunternehmen, die Kraft dieser Handystrahlung oder allgemein der Funkstrahlung ist so schwach, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass irgendwelche Schäden entstehen, weil einfach die Strahlung zu schwach ist, oder man kann es physikalisch sagen, die Quantenenergie ist zu gering. Sie sagen, da kann gar nichts passieren. Es ist falsch. Wir kennen inzwischen eine ganze Reihe von Mechanismen, wie sowas läuft. Ich wollte auf das erste ganz kurz eingehen. In der Zelle, bei allen Lebewesen, sind innen drin geladene Teilchen, für die, die es wissen wollen, Calcium-Ionen. Und die werden sehr viel leichter durch die Zellenmembranen durchgeschoben, wenn die mit Funk bestrahlt wird. Was passiert, ist klar, wenn Sie geladene Teilchen verschieben, entstehen Ladungsfelder. Das ist etwas, was man tatsächlich gut messen kann. Und das ist für die Techniker ein Gleichrichtereffekt. Denn es werden Schriften verteilt, sowohl von unserem Umweltministerium als auch vom baden-württembergischen Umweltministerium. Da steht ausdrücklich drin, die Leute, die diese Schläge spüren, die sich so schlecht fühlen, das sind alles eingebildete Kranke, denn wenn man sowas fühlen würde, müsste man ja einen Gleichrichter haben. Für die Techniker und denen genau das ist der Gleichrichter. Und wir haben dieses Prinzip seit über 100 Jahren in der Funktechnik, wird heute nicht mehr verwendet. Das ist die sogenannte Schwömmilchzelle, die da unten ist. Also wie gesagt, vor 100 Jahren war das Standard in der Funktechnik. Heute hat man bessere Methoden. Aber so können wir auch medizinisch oder biophysikalisch sehr gut erklären, wie diese Beeinträchtigung, wie diese Fühlen von Schlägen tatsächlich zustande kommt. Dann ein wichtiger Punkt, was allerdings in der Praxis nicht direkt so angesprochen wird, sind die sogenannten freien Radikale, die sehr aggressiv sind, die auf die Zellen zerstörend wirken, wenn sie in zu hoher Konzentration auftreten. Sie sind immer da, in geringerer Konzentration, werden aber dann vom Körper neutralisiert, zum Beispiel eines von vielen durch Vitamin C. Jetzt, wenn Funkstrahlung da ist, ist ein Effekt, der sehr, sehr gut in vielen wissenschaftlichen Arbeiten beschrieben ist, haben wir mehr von denen. Und die greifen zum Beispiel auch die Erbsubstanz an und vieles andere. Also das ist einer der Effekte, die man sehr gut kennt. Und bei einer mir bekannten Familie, die unheimliche Schwierigkeiten gehabt hat, weil sie am Haus gegenüber direkt eine Antenne aufgebaut haben, gab es sogar medizinische Messungen von der ganzen Familie, die hatten hier sehr große Werte. Dann sind sie in Urlaub gefahren, die Werte haben sich normalisiert. Sie sind zurückgekommen und die Werte waren wieder oben in einem beängstigenden Maß. Also so kann man nachweisen, dass das wirklich von dieser Umgebung zu Hause kommt. Gut, das letzte mag vielleicht etwas kurios klingen, was ich hier als mögliche Wirkung anzeige oder aufführe, ist die Proteinfaltung. Protein ist ein Wort für Eiweiße. Und diese Eiweißmoleküle sind unheimlich lang. Aber sie kommen im Körper nicht so langgezogen vor, sondern als ganz komplizierter Knäuel. Kompliziert, weil die biologische Wirkung dieser Eiweiße sehr genau von der Gestalt abhängt.
Und das ist jetzt wieder physikalisch sehr gut erklärbar, wie durch Einstrahlung von Funkwellen sich diese Gestalt ändert. Und zwar werden die Brücken aufgebrochen, die zusammenhalten, und dann dehnen sie sich aus. Das kann man messen. Zum Beispiel, wenn man sehr viel Strahlung einwirft, wenn man zum Beispiel 500 Watt oder so nimmt, in einer Mikrowellenherd, dann sieht man das sogar makroskopisch. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Versuch, den Sie besser nicht nachmachen, weil es eine Mordsauerei gibt. Entschuldigung für das Wort. Sie legen ein rohes Ei in einen Mikrowellenherd, drehen den an und nach einer knappen Sekunde tut es einen Knall. Und Sie können das Ei von den Wänden vom Mikrowellenherd runterkratzen. Das ist genau der Effekt. Die Moleküle, die vorher in einem engen Knäuel beieinander waren, dehnen sich aus und die Schale des Eis zerplatzt. Und wenn Sie hier genau hinschauen, dann ist das nicht wie ein gekochtes Ei. Die Leute sagen ja, oder die Betreiber sagen immer, der einzige Schaden der Mobilfunkstrahlung ist die Wärmeentwicklung. Sie sehen hier, das ist keine Wärmeentwicklung. Das Eiweiß schaut völlig anders aus wie beim gekochten Ei. Also da sehen Sie es sogar bildlich, dass es andere Wirkungen gibt als die Wärmeentwicklung. Jetzt praktisch, wo merkt man sowas im Körper? Ein Effekt, der inzwischen sehr gut etabliert ist, ist die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Im Körper eines Menschen wird ja nicht nur Sauerstoff transportiert, sondern es werden auch die Abfallstoffe von den einzelnen Organen ins Blut geschwemmt und dann letzten Endes über die Niere ausgeschwemmt. Und es gibt aber Organe im Menschen, die besser mit solchen Abfallstoffen nicht in Berührung kommen. Dazu gehört das Gehirn. Dazu gehört auch, und das ist mir besonders wichtig, das heranwachsende Kind im Mutterleib. Und da gibt es Filter, die diese Abfallstoffe von den empfindlichen Organen weghalten. Beim Gehirn nennt man das Blut-Hirn-Schranke, bei der schwangeren Frau ist es der Mutterkuchen. Und das funktioniert so, dass bei den feinen Verästelungen im Gehirn Eiweißmoleküle eng zusammengefaltet außen auf den Äderchen liegen und innen. Und die wirken quasi als Sieb. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn man da mit Funkstrahlung drauf geht. Natürlich gehen die auf und die Abfallstoffe kommen ins Gehirn rein. Und den Effekt hat man eigentlich schon sehr früh untersucht. Oben ein unbestrahltes Rattenhirn, sieht man eigentlich den Pfeil da? Oh, vielleicht kann er das Mikrofon ran. Oder es geht so, vielleicht kann ich es erklären. Oben ein unbestrahltes Hirn und unten sehen Sie so Flecken drin. Das sind Teststoffe, in dem Fall sind sogar abgestorbene Gehirnteile, die dann dadurch entstehen, dass die Blut-Hirn-Schranke aufgemacht hat und die Stoffe ins Gehirn reingehen. Um diese Blut-Hirn-Schranke gab es eine große wissenschaftliche Diskussion vor etwas weniger als 20 Jahren. Und die ist aber inzwischen geklärt und das verschweigen die Betreiber immer. Wir wissen inzwischen, warum viele Experimentatoren keine Effekte bei der Blut-Hirn-Schranke gesehen haben. Das waren Effekte bei den Experimenten, die man inzwischen genauer untersucht hat und kennt. Also inzwischen ist diese Streitfrage gelöst. Die Blut-Hirn-Schranke geht tatsächlich auf. Es gab da so etwas merkwürdige Dinge, dass das ein merkwürdiges Zeitverhalten hat. Zuerst, wenn man bestrahlt, geht die Schranke auf, dann gibt es einen Schutzmechanismus im Gehirn, geht sie wieder zu und wenn man dann zum Beispiel untersucht, sieht man keinen Effekt. Aber dann nach kurzer Zeit geht sie wieder auf. Das ist so ein Regelmechanismus oder Regelschwingung, mal auf, mal zu. Und je nachdem, wann man untersucht, findet man was oder findet man nichts. Das ist eine von vielen Fehlermöglichkeiten, die man hier hat. Also nochmal, diese Fehlermöglichkeiten sind inzwischen geklärt. Der Effekt ist tatsächlich da. Dann ein zweiter Effekt, der bei uns weniger wichtig ist, aber für die Landwirtschaft. Das ist die sogenannte Kälberblindheit oder grauer Star durch Bestrahlung.
Das ist ein Effekt, der bei Soldaten schon in den 50er Jahren sehr deutlich beschrieben worden ist. Bei den Soldaten haben wir eine starke Strahlung, wenn sie im Radarschirm sind, aber für kurze Zeit. Was wir hier erleben, ist eine schwache Strahlung, aber lange Zeit, wenn wir bei so einem Masten wohnen, dann praktisch immer. Und da gibt es auch Untersuchungen seit 6, 7 Jahren, die zeigen, dass die Rinder, wenn sie bestrahlt werden, also in der Nähe von so Masten wohnen, also am Stall haben oder auf der Weide sind, dass die dann relativ häufig blinde Kälber zur Welt bringen, also Kälber, die einen grauen Star haben. Ist inzwischen durch mehrere wissenschaftliche Arbeiten abgeklärt. Hier auf der rechten Seite der Folie sehen Sie 2 davon zitiert, es gibt mehr. Gut, das ist ein weiterer Effekt. Jetzt wird natürlich in den Zeitungen sehr viel diskutiert, macht Strahlung Krebs? Die Antwort ist inzwischen ganz klar, aber gleich eine Warnung. Wenn Sie von einer solchen Arbeit hören, egal ob sie sagt, es gibt Krebs oder es gibt keinen, sind Sie vorsichtig. Denn diese Krebs, also es geht im Wesentlichen um Gehirntumore, die treten erst nach im Schnitt 10 Jahren auf. Das heißt also, entweder Sie haben eine fantastisch gute Statistik oder Sie müssen entsprechend lang warten. Und die ganzen älteren Arbeiten, die es gibt, oder fast alle, erfüllen diese Bedingungen nicht. Das heißt, viele der älteren Arbeiten können Sie vergessen. Ich zitiere hier ein paar wenige. Für mich interessant ist die zweite, die sogenannte Naila-Studie, die sich immerhin auf 10.000 Patientenjahre bezieht. Da war ich selber bei den Messungen mit beteiligt, deswegen kenne ich die ein bisschen genauer. Diese Fälle sind alle einzeln von Ärzten untersucht worden und diese Untersuchungsergebnisse sind eingegangen. Es ist unterschieden worden, ob es Raucher sind und all diese Dinge. Also das ist eine saubere Arbeit. Dann hat die Europäische Umweltagentur aufgrund einer Konferenz, wo sehr viele Wissenschaftler da waren, 2009 vor diesen Krebs durch Funkstrahlen gewarnt. Das nächste ist Belo Horizonte. Das ist eine Studie, die 2000 Personen mit einbezogen hat. Also da kommen wir allmählich in einen Bereich, wo wirklich wissenschaftlich gutes Material vorliegt. Und das letzte, was ich zitiere, ist Hadel. Hadel hat viele Studien zu dem Thema gemacht. Die letzte, auch wieder sehr großes Zahlenmaterial und jeder Fall einzeln untersucht. Also das sind Dinge, die praktisch nicht mehr angezweifelt werden können. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Wirkung auf Tiere eingehen. Einfach deswegen, weil Tiere in manchen Dingen objektiver sind, in dem Sinn, dass sie nicht psychisch beeinflusst werden und weil man viele Dinge bei Tieren beobachten kann, die man bei Menschen, zumindest in dieser Statistik, nicht bekommt. Ich denke an Missbildungen. Also, was wir bisher so ganz grob haben, sind Fruchtbarkeitsstörungen bei allen Arten von Zuchttieren. Dann Katarakt, das ist also dieser graue Star bei Kälbern. Verringerung der Milchleistung oder allgemein der Zuchtleistung. Und dann Missbildungen. Bei den Missbildungen zeige ich Ihnen jetzt hier mal ein Bild aus einem Bauernhof. Bei dem linken schauen Sie die Hufe an, das ist ein Kalb, das muss man dazu sagen. Das rechte Kalb ist einen Tag nach dem Foto verendet. Das ist untersucht worden in der veterinärmedizinischen Klinik der Uni München und das Kalb ist an Deformationen innerer Organe verstorben. Das nächste stammt von einem Schweinezuchtbetrieb. Diese Bilder oder diese Art von Missbildungen sind erst unmittelbar aufgetreten, nachdem der Mast errichtet worden ist. Und ich tue es weiter, weil es etwas schlimm ist. Dieser Fall hat 12.000, oder in dem Bauernhof haben wir 12.000 Ferkel untersucht. Und über viele Jahre, praktisch 10 Jahre vor dem Errichten dieses Funkmasts, waren praktisch keine Deformationen außer den üblichen, die man halt so hat. Zwitter, Afterlosigkeit kommt vor und
aber eher unterdurchschnittlich in dem Hof. Und von dem Moment an, wo der Mast aufgestellt worden ist, hatten wir diese schlimmen Missbildungen. Und die es vorher in keinem einzigen Fall, betone in keinem einzigen gegeben hat. Und interessant war, dass wir in einem Fall sogar eine Sau hatten, die schon trächtig war, als der Mast eingeschaltet worden ist. Auch die hat missgebildete Ferkel zur Welt gebracht. Das heißt, dass zumindest ein Teil dieser Missbildungen nicht in der Erdmasse war. Sonst hätte das ja nicht sein können. Die Erdmasse hat sich sicher nicht wesentlich verändert. Sondern das ist ein sogenannter teratogener Schaden. Danke, ich habe hier schon eins. Danke. Sehr freundlich. Ist ein sogenannter teratogener Schaden. Das heißt also ein Schaden, der erst während der Schwangerschaft entsteht. Bitte, die anwesenden Damen, nehmen Sie sich das zu Herzen. Vor allem auch vom eigenen Handy her. Und die Bestärkung dieser Tatsache kommt von einem anderen Bauernhof. Das ist eine Kollegin von mir im EU-Parlament, die Rinder gezüchtet hat. Und die hat erzählt, bei ihr haben die Missbildungen schlagartig aufgehört, nachdem die letzte trächtige Kuh gekalbt hat und nachdem der Sender abgeschaltet worden ist. Wenn das Erbschäden wären, hätten diese Kühe weiterhin missgebildete Kälber zur Welt gebracht. Haben sie nicht. Das heißt also, zumindest ein guter Teil dieser Schäden entsteht erst während der Schwangerschaft oder während der Trächtigkeit. Gut, was kann man jetzt praktisch tun? Zuerst einmal, wenn ich über Funkbelastung spreche, spreche ich die Funkquellen bei uns zu Hause an. Und das sollte man nicht vernachlässigen. Das Wichtigste ist natürlich, Handygespräche möglichst kurz halten, Smartphones ist ähnlich, und dann Kopfhörer verwenden. Ich habe hier sozusagen als Werbung, wenn Sie so wollen, Kopfhörersets dabei. Sicher nicht genug für Sie alle, ich habe nicht mit einem solchen Antrag gerechnet, aber zumindest die ersten, die kommen, werden einen kriegen, verwenden Sie die. Wenn Sie so ein Headset, einen Kopfhörer anschließen, dann verringert sich die Strahlung deutlich, im Schnitt auf ein Zehntel. Es kommt aufs Modell an, wie die Antennen liegen, ich möchte das nicht allgemein sagen, aber so über den Daumen ein Zehntel. Wenn Sie sich die Hörer nehmen, machen Sie einen auf, schauen Sie den Kontakt an, damit der auch wirklich auf Ihr Handy passt, nicht, dass Sie eins mitnehmen und können es gar nicht brauchen. Dann, ganz wichtig, Handygespräche nur bei gutem Empfang. Entschuldigung. Das ist klar, wenn der Empfang schlecht ist, muss das Handy stärker senden, Sie kriegen mehr Strahlung ab. Dann, ganz wichtig, wenn Sie keinen Kopfhörer haben, nicht wählen und sofort ans Ohr tun. Denn wenn Sie wählen, dann nimmt Ihr Handy mit dem nächsten Funkmast eine Verbindung auf. Da senden beide in voller Leistung. Und erst wenn die Verbindung hergestellt ist, fragt der eine den anderen, wie gut könnt ihr mich hören? Und dementsprechend regeln sie beide runter. Und der Unterschied ist meistens enorm. Ich wollte Ihnen das leider vorführen, aber Frau Lettmeier, die dabei helfen wollte und meine Apparatur bringen wollte, ist leider krank geworden, kann ich nicht machen. Kann man vielleicht irgendwann mal nachhören. Aber das muss man erlebt haben, wie riesengroß der Unterschied ist, wenn der Sender weit genug weg ist. Gut, also das ist ein wichtiger Hinweis und aus demselben Grund natürlich das Handy nicht angeschaltet in der Hosentasche lassen. Denn wenn Sie sich bewegen und von einer Funkzelle in die andere gehen, dann sagt das Handy mit voller Leistung, ohne geregelt zu sein, zur alten auf Wiedersehen, du kannst meinen Platz freigeben, und zur neuen, jetzt bin ich da, halt meinen Platz frei. Und das bedeutet, dass bei jedem Funkzellenwechsel das Handy einen vollen Impuls gibt. Und außerdem alle paar Minuten sowieso, um zu zeigen, dass es noch da ist. Also das bedeutet, wenn Sie das in der Hosentasche haben, dann bestrahlen Sie natürlich gerade die Körperteile, die für die nächste Generation besonders wichtig sind. Und ja, aus demselben Grund übrigens, Sie müssen nicht nur an die nächste Generation denken,
auch für die älteren Herrschaften unter Ihnen ist das ein wichtiger Hinweis, denn diese Teile sind im Wesentlichen Weichteile und die sind besonders empfindlich auf Funkstrahlung. Das heißt, Knochen zum Beispiel reagieren auf Funkstrahlung fast gar nicht. Aber so Gewebe, Weichteile besonders stark und deswegen haben wir diese Krebsarten im Gehirn, ja gut, vom Handy her sowieso, in der weiblichen Brust sehr viel, in den Geschlechtsorganen. Das sind so die Hauptteile, die durch Funkstrahlung beschädigt werden und dann möglicherweise Krebs entwickeln. Dann aus dem genannten Grund beim Funkzellenwechsel schalten Sie bitte Ihr Handy aus oder legen Sie es ganz weit weg, wenn Sie mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder so, mit der Bahn unterwegs sind. Denn da haben Sie ja sehr häufigen Funkzellenwechsel und jedes Mal kriegen Sie einen vollen Schlag ab, oder besser gesagt 2 volle Schläge. Einmal zum Auslocken und einmal zum Einlocken. Dann ganz wichtig ist eben, dass sich entwickelnde Organismen besonders empfindlich sind, weil sich die Zellen schneller teilen und da irgendwelche Unordnung sich besonders stark auswirkt. Kinder, Jugendliche und vor allem Schwangere sind besonders gefährdet. Dann jetzt eher von der technischen Seite her, Schnurlostelefon vermeide ich ganz in meiner Wohnung, das geht vielleicht nicht überall, aber wenn schon unbedingt eins wollen, dann kaufen Sie sich ein sogenanntes Öko-Telefon und beachten Sie, bei diesen Telefonen gibt es unterschiedliche Sorten. Die müssen 2 Bedingungen erfüllen. Das erste, Sie müssen runterregeln, wenn Sie mit Ihrem Handapparat nah genug an der Basisstation sind, dass Sie da nicht die volle Leistung abkriegen. Und der zweite Punkt ist fast noch wichtiger, der darf nicht strahlen, wenn der Handapparat auf der Basisstation drauf liegt. Denn die normalen funktionieren so, selbst wenn die drauf liegt, also der Abstand 0 ist, dann funkt die Basisstation ständig zum Handy, wo bist du, wo bist du, wo bist du, und das 24 Stunden am Tag. Und sie kriegen die Strahlung ab. Also diesen Unsinn hat man inzwischen bei ganz speziellen Öko-Handys abgestellt. Nur, auch da müssen Sie wissen, wenn Sie die kaufen und einfach anstecken, läuft es weiter. Sie müssen die Bedienungsanweisung lesen und genau nachschauen, wie Sie die beiden Funktionen, also das Abschalten von der ständigen Funkstrahlung und das Runterregeln, wie Sie das aktivieren. Geht nicht von selber. Dann das zweite ist, glaube ich, ziemlich klar, die Basisstation von einem Schnurlostelefon nicht im Schlafzimmer oder auch nicht an einer Wand, die direkt am Schlafzimmer angrenzt. Dann WLAN lässt sich in den meisten Fällen vermeiden. WLAN ist die Funkverbindung zu Ihrem Handy oder Ihrem Rechner. Dann möglichst kein Bluetooth, also Funkmäuse oder Funktastaturen gehören eigentlich verboten. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen so beim Arbeiten, dann kommt die Strahlung natürlich genau dahin, wo es am schädlichsten ist. Also da bitte besondere Vorsicht. Und dann Smartphones und Ähnliches haben besonders viel Strahlung, logischerweise, weil sie viel Daten übertragen müssen, gehen es damit möglichst sparsam um. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass nicht ich allein irgendein Spinner bin, der aufgrund von ein paar wissenschaftlichen Arbeiten zu solchen Schlüssen kommt. Übrigens ein paar ist leicht untertrieben, es gibt Tausende davon. Es gibt Behörden, die warnen. Unter anderem, ich habe es vorher schon erwähnt, der Europarat, der hat vorgeschlagen, dass wir einen Grenzwert von 100 Mikrowatt pro Quadratmeter haben, oben das erste. Und das ist bezogen auf UMTS oder in etwa auch auf das E-Netz ein 100.000stel des Grenzwerts. Und bei dieser geringen Leistung kann man zumindest Handys und so weiter betreiben. Das geht, ist nachgewiesen. Es gibt Stellen, wo es gemacht worden ist. Genauso denselben Grenzwert hat das EU-Parlament, genauer gesagt die Stoa-Kommission, schon 10 Jahre früher vorgeschlagen. Also an dem Wert ist was dran. Und wenn Sie sich an die eingangs gezeigten Kurven von mir erinnern, da ist ja auch dieser Wert ganz kritisch. Dann hat die Europäische Umweltagentur wiederholt vor der Funkstrahlung gewarnt. Ich muss dazu sagen,
Europa hat kein Recht, Grenzwerte festzulegen. Die Kommission versucht immer, unseren jetzigen hohen deutschen Grenzwert zu verbreiten, zu sagen, das wäre richtig, und kriegt davon ab und zu vom Parlament eine auf die Finger geklopft. Aber sie können nicht. Sie können es nicht vorschreiben. Das ist noch in der Hoheit der einzelnen Länder. Und die Weltgesundheitsagentur hat 2011 die Mikrowellen, also Handys, Bluetooth und was da so alles gibt, als möglicherweise krebserzeugend eingestuft. Jetzt werden Sie fragen, warum möglicherweise? Das war ein politischer Kompromiss. Die Betreiber sind Sturmgelaufen. Und einer der Leute, die da sich besonders hervorgetan haben, war der langjährige Chef der Strahlenschutzkommission, Abteilung Funkstrahlung, Kollege mag ich gar nicht sagen, Lerkel, der ist von der Weltgesundheitsorganisation ausgeladen worden, zu diesem Treffen zu kommen, wo das festgelegt worden ist, weil sie gesagt haben, er ist nicht objektiv, er ist vorbelastet. Also, Sie sehen, da gibt es politische Kämpfe um solche Einordnungen. Und das war eben der Kompromiss, der dann politisch gesehen rausgekommen ist, dass Sie gesagt haben, es ist möglicherweise krebserzeugend. Eigentlich wollten Sie sagen, es ist krebserzeugend, aber das war politisch nicht durchsetzbar. Nochmal eine kurze Rückschau auf die Grenzwerte, weil das ja gerade hier in Hauzenberg ein Problem ist, wenn Sie so einen Sender möglicherweise, ich hoffe nicht, praktisch vor die Haustür gesetzt bekommen. Wie hoch sind die Grenzwerte, was braucht man? Da nehmen wir einfach einen internationalen Vergleich. Wir können durch Optimierung, zum Beispiel, eines der besten Institute, die ich kenne, sind die enorm, aber es gibt eine ganze Reihe anderer Institute, die das auch machen, kann man auf ein Zehntausendstel bis ein Hunderttausendstel des Grenzwerts heute gehen. Das ist immerhin eine ganze Menge. Schauen wir uns die Grenzwerte an. In Deutschland, ich beschränke mich auf die sogenannten alten Handys mit D-Netz und E-Netz. Hier sehen Sie die Zahlen, brauchen Sie also nicht merken. Schauen Sie einfach, wie das reinrückt. In Luxemburg haben wir einen winzig kleinen Bruchteil, weniger als ein Tausendstel. Dann Gräfelfinger Modell, durchgerechnet, funktioniert. Da hat mir der Herr Kamp, der das gerechnet hat, gesagt, er hatte nur den Auftrag, das auf 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter zu optimieren. Er wäre weiter runtergekommen, wenn er den Auftrag dafür bekommen hat. Also das ist beileibe nicht die Grenze, was technisch möglich ist. Toskana hat 662 nur, und wenn Sie neu Südwales nehmen, das ist noch deutlich geringer. Das ist ein Distrikt in Australien. Also damit will ich zeigen, mit etwas gutem Willen und zugegebenermaßen leicht höherem Kostenaufwand könnte man mit den Grenzwerten ganz wesentlich runtergehen. Es ist nicht nötig, dass wir jetzt diese Belastung mit all den negativen Folgen haben. Bitte verstehen Sie mir nicht falsch, ich will Ihnen nicht Ihre Handys ausreden, ganz und gar nicht. Sondern ich möchte, dass es einen gesundheitsunschädlichen Funk gibt, der Sie nicht belastet. Das ist mein Ziel und das ist technisch möglich und da müssen wir politisch hinkommen. Jetzt nochmal zu anderen Systemen. Tetra, das ist dieser Behördenfunk, ist unmöglich, weil er zum Beispiel ständig strahlt. Ich zeige es nachher gleich nochmal. Es gibt bessere Systeme, zum Beispiel Tetrapol. Dieses vor allem sicherer, ist auch für die Leute, die dabei sind, zuverlässiger. Dann für WLAN diese Funkstrecken, die Sie oft im Haus haben, die auf Bahnhöfen oft sind oder in Cafés, um die Leute zu versorgen. Da könnte man sehr gut technisch eigentlich besser für höhere Datenflüsse Infrarotstrahlung nehmen. Wird nicht gemacht, weil es eben die Betreiber so nicht wollen. Aber es gibt bessere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, auch wenn Sie bei der Funkstrahlung bleiben, die ganz wesentlich zu reduzieren. Und da müssen wir politisch hin. Jetzt noch ein paar Bemerkungen zu Hauzenberg. Ich will bloß ein paar Bilder zeigen. Sie kennen das wahrscheinlich. Das sind die Hauptstrahlrichtungen von diesem geplanten Sender.
denken Sie bitte nicht, die Strahlung geht nur in die Hauptstrahlrichtung, denn die wollen ja das ganze Gebiet versorgen. Die Bereiche überlappen sich etwas, damit auch überall eine Versorgung stattfindet. Und wirklich ein Märchen, was Ihnen erzählt wird, ist, dass die so flach wegstrahlen und die Leute, die da drunter liegen, nichts abkriegen. Ich zeige Ihnen jetzt als nächstes eine Messung. Das war eine Antenne, 10 Meter über dem Boden, und dann ist einer mit dem Messinstrument einfach den Boden entlang gelaufen und hat gemessen, wo welche Strahlung ist. Das Ergebnis sehen Sie hier. Unter der Antenne, das heißt 1,0 Meter von der Antenne weg, aber unten ist die höchste Strahlung. Ich betone die höchste. Dann geht es rauf und runter, man nennt das Nebenkeulen. Das Minimum bei 15 Meter ist dieser speziellen Situation geschuldet. Da gibt es immer Abschattungen und Reflexionen. Und erst ab 100 Meter in dieser Einstellung ging die Strahlenbelastung runter. Aber das ist diese spezielle Einstellung. Es hängt davon ab, wie Sie die Antenne verstellen. Man kann das elektrisch machen, man muss da nicht draufklettern. Und je nachdem, wie der Winkel nach oben oder nach unten ist, ändert sich natürlich unten die Reichweite. Das heißt, ob der Abfall bei 100 Metern ist oder weiter weg oder näher da ist, das ist die Antenneneinstellung. Ich zeige Ihnen nochmal für die Techniker unter Ihnen, für die anderen, schauen Sie bitte einfach weg, solche Antennendiagramme. Das linke Bild ist die senkrechte Richtung. Der Zapfen, der so weit rausgeht, nach rechts, das ist die Hauptstrahlrichtung. Und dann drunter gibt es kleine Keulen, das sind die Nebenstrahlen oder Nebenkeulen. Das ist das, was Sie im vorletzten Bild so mit Auf und Ab gesehen haben, wenn man unten entlang läuft. Und auf der rechten Seite zeigt es für eine andere Antenne, als Sie hier geplant sind, aber das ist bei allen etwa gleich, dass das nicht auf den Hauptstrahl beschränkt ist, sondern sehr weit auf die Seiten geht und dann eben Sie mit 3 solchen Antennen rundherum alles abdecken können. Wie gesagt, das ist ein etwas anderer Antennentyp. Ich habe gehört, hier soll einer kommen, der an einer Stelle nur 90 Grad Winkel hat, da müssen halt die anderen ein bisschen breiter strahlen. Aber so in etwa gibt es. Nochmal, also denken Sie nicht, dass es nur in der Hauptstrahlrichtung schlimm ist. Das ist in anderen Richtungen doch auch der Fall. Und jetzt nochmal, es hängt von uns ab, wie wir uns das Ganze gefallen lassen. Wir sind für unsere Kinder verantwortlich, für unsere nächste Generation. Und ich bitte Sie, eben im Interesse Ihrer Kinder zu sorgen, dass die in einer gesunden Umgebung aufwachsen. Vielen Dank.